Die neue Musik scheint ihm viel besser zu gefallen. Hallo? Er hört mich nicht. Der ist ganz vertieft in der Arbeit. Jetzt gehen wir mal mit den Stofffetzen zum Vorarbeiter. Ein abgerissener Ärmel. Hat der Saboteur nicht etwas von einem Unfall erzählt? Vielleicht können wir das ihm zeigen. Ich habe diesen abgerissenen Ärmel gefunden. Ich sehe es. Und? Der Verdächtige hat etwas von einem Unfall erzählt. Eine Maschine hätte ihm fast den Arm abgerissen. Und weiter? Reicht das denn noch nicht? Jemand will die Algenforschung vernichten und du sitzt hier rum und drehst Däumchen? Ah, also daher weht der Wind. Aber das sag ich doch schon die ganze Zeit. Sie haben nie die Algenforschung erwähnt. Das wirft ein ganz neues Licht auf den Fall. Ich kombiniere. Ein fieser Energiemogul hat es mit der Angst zu tun bekommen. Die Svensche Wunderalge drängt auf den Markt und droht weltweit alle Kraftwerke überflüssig zu machen. Um das zu verhindern, kauft er einen meiner Mitarbeiter, lässt ihn eine Bombe legen und schickt damit die gesamte Algenforschung über den Jordan. Oh, na endlich hast du es verstanden. Ach, kommen Sie. Sie meinen das doch nicht wirklich ernst, oder? Die Alge mag ja ganz nett sein. Aber sie ist meilenweit davon entfernt, irgendjemanden zu überzeugen. Sie hat die Investoren überzeugt. Weil Ben Svensson die Präsentation manipuliert hat. Er hat was? So, jetzt sind wir auf der alten Form. Jetzt bin ich direkt über der Delta-Algenstation. Wollen wir doch mal sehen, wie sich dieser Unfall ereignet hat. Und zwar wieder mit Ben Svensson. So, jetzt schauen wir mal. Da haben wir Kransteuerung. Da ist ein Hebel. Was gibt's noch? Nix. Gehen wir mal zu dem Hebel und drücken den. Bewegt sich keinen Zentimeter. Dann gehen wir zur Kransteuerung und hoffen, dass wir da irgendwas erreichen. Schaut nach einer Explosion aus. Da die jetzt einfach mal sagen. Jetzt drücken wir nochmal den Hebel. Dann kann vielleicht die Tür aufgehen. So, dann haben wir Öffnung. Irgendetwas sagt mir, dass die Explosion von diesem Rohr ausging. Die Frage ist nun, was hat sie überhaupt erst ausgelöst? Ich kann am hinteren Ende der Röhre etwas erkennen, aber es liegt zu weit weg, als dass ich es erreichen könnte. Wir hätten einen Kescher zur Auswahl. Ein Flaschendeckel. Ein Flaschendeckel. Ein Metalldeckel. Vielleicht von irgendeiner Chemikalie? Der Deckel hat einen stechenden chemischen Geruch. Ich meine, so etwas Ähnliches heute schon mal gerochen zu haben. Nur wo? So, dann haben wir den Algenfilter. Der Kork filtert alle Stoffe, die in die Röhre hinein und aus der Röhre wieder herausdringen. Die Filter sind aus solidem Kork. Es riecht nach allem Möglichen. Wenn ich etwas Bestimmtes feststellen will, dann sollte ich eine Probe mit ins Labor nehmen. Und das machen wir. Der ganze Filter ist zu groß zum Transportieren. Ach so. Können wir denn vielleicht was oberschneiden? Ich schneide etwas Kork aus dem Filter.
Ein paar Krümel vom Korkfilter der ausgebrannten Algenstation. An den Krümeln lässt sich kein besonderer Geruch ausmachen. Nur Meerwasser und Kork. Okay, dann haben wir alles. Normal. Dann gehen wir nämlich wieder zurück. Und zwar zur Wohnboje. Genau, jetzt sind wir da. Und dann gehen wir gleich mal runter. Ins Bürolabor. Dort gibt es nämlich das Mikroskop zum Untersucher. Und den Apparat da zum Untersucher. Schauen wir mal. Aktivieren. Dann wollen wir mal. Aha, das Gerät hat einen Brandbeschleuniger festgestellt. Der Brand war also nur ein Unfall, ja? Wenn ich denselben Brandbeschleuniger noch woanders feststellen kann, könnte mir das einen Hinweis auf einen Tathergang geben. Aber wo soll ich nur suchen? Ein Brandbeschleuniger. Der Flaschendeckel, können wir den untersuchen? Unter Mikroskop vielleicht? Wenn ich eine bestimmte Chemikalie feststellen will, benutze ich lieber den Massenspektrometer. Ach so, dann gehen wir heute da um. Blödsinn. Nein, der Flaschendeckel ist viel zu groß für das Reagenzglas. Der Flaschendeckel ist aus Metall, den bekomme ich nicht klein. Gut, dann eben nicht. Vielleicht mit dem Wasserspender? Heckmeck, Schleckspecht. Einen Brandbeschleuniger. Wo kann man denn da schauen? Da unten ist nichts, glaube ich. Im Kühlschrank können wir da schauen. Keine der hier gelagerten Proben kann es mit der Delta-Alge aufnehmen. Und keine wird mir aus... Nix. Können wir da irgendwas machen? Käse. Ich habe die Akte zur Delta-Alge bereits gefunden. Okay, dann nix. So ein Blech. Quacksalberei. Gut, da können wir anscheinend nichts mehr machen. Dann gehen wir vielleicht wieder auf. Oder können wir vielleicht da um? Wie ich es mir dachte. Abgeschlossen. Die Tür führt zum H2-Labor. Um diese Zeit ist sie normalerweise abgeschlossen. Können wir die aufmachen? Das ist doch Firlefanz. Müll. Wo kann man noch einen Brandbeschleuniger suchen? Die Tür ist zu.
Selbst wenn ich den Schlüssel für die Tür hätte, bezweifle ich, dass ich dahinter etwas... Die Blaualgenwerte sind in den letzten Monaten immer... Aber warum? Da ist nix. Da ist nichts weiter. Da ist nichts weiter. Da drin haben wir auch nichts mehr. Da ist nichts weiter. Keine verschlammten Akten, nur was auf den ersten Blick schon... Ach so, da können wir wieder da oben. Wo kann man denn noch einen Brandbeschleuniger finden? Mit dem Hebel werden wir wahrscheinlich das wieder ablassen. Achso, erst machen wir natürlich die Tür zu. Und mit dem Kran können wir es wieder ablassen. Die Plattform bleibt oben, bis ich weiß, was hier vorgefallen ist. Ach so, ja gut, dann lassen wir es herum. Es muss also irgendwas da herin sein. Oder unten im Labor. Da gibt nichts in der Küche. Eine Stufe weiter unten. Ein paar Laborkittel und nicht weiter von den... Ah, nix. Schwachsinn. Narretei. Das ist doch Firlefanz. An der Pumpe können wir da irgendwas machen? Die Pumpe regelt den Luftdruck im Labor. Und sie arbeitet am besten, wenn man sie in Ruhe lässt. Es muss also irgendwas da drin sein. Suche beendet. Der Schrank ist leer. Der Schrank ist leer. Was ist denn mit der Sprechanlage? Huhu. Was darf sein? Gibt es inzwischen eine Nachricht für mich? Nein, immer noch nicht. Das wäre dann alles. Vielen Dank. Okay, Tschüssikowski. Dann rufen wir vielleicht einmal bei Barney Ihr an. Barney? Ich bin's wieder. Hey, was darf's diesmal sein? Wegen meiner... Ach, ich kümmere mich doch lieber selbst drum. Wie du willst. Bis später. Gut, bis dann. Nix seh. Und in der Wohnküche Niemand geht ran. ist keiner da. Was kann man denn untersuchen? Das Handtuch? Halt. Und wie geht es dann weiter? Das können wir auch nicht untersuchen. Wenn ich eine bestimmte Chemikalie feststellen...
Hoppalapapp. Besser nicht. Ich will nichts kaputt. Das ist doch Blödsinn. Besser nicht. Moment mal. Der rechte Ärmel riecht fast so wie der Flaschendeckel von der Algenfarm. Ich muss das allerdings erst näher untersuchen, bevor ich mir ganz sicher sein kann. Ach so. Jetzt haben wir einen Stofffetzen. Dann kann man vielleicht Unfug. nochmal da einwerfen. Ich nehme erst den Kork raus. So, mein alter Laborkittel ist bereit zur Analyse. Jetzt bin ich aber gespannt. Tatsache. Sowohl auf dem Ärmel als auch in dem abgebrannten Rohr findet sich der gleiche Brandbeschleuniger. Hatte Lissa nicht gesagt, dass Duwe den Kittel manchmal trägt?